Dann lass mal sehen. Das ist ein gefälschter Brief. Tu einfach so, als ob du es lesen würdest. Das ist ihre erste Lieferung. Oh, verstehe. Ist das dein Vorgesetzter da drüben? Ja, das ist Janet. Sie ist meine Chefin. Oder etwas in der Richtung. Bin mir nicht sicher. Ja, in diesem Fall. Ich nehme diesen Brief an. Er wurde mir gemäß Mail-Scout-Protokoll zugestellt. Ich bin total begeistert von dem Service. 5 Sterne. Nein, warte. 4,5 Sterne. Warum 4,5? Guten Tag, ihr Leid. Sind wir schon da? Nein. Wie wär's mit jetzt? Nein. Was ist mit... Stopp! Wirst du die Klappe halten, wenn ich dir sage, wohin wir gehen? Rochen. Okay. Wollte ich mal nicht zu früh. Aber heute ist deine erste Solo-Zustellung. Meine Ohren. Oh, sorry. Okay, also. So, zuallererst mal. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Mailtime. Falls ihr euch wundert, was das für ein seltsamer Einstieg ist, vor dem Spiel kam erstmal der Charaktereditor. Den schneide ich aber hinten dran, weil der ist ein bisschen lallerig. Lallerig, genau. Und was ich noch gleich machen muss, ich muss die Pronomen ändern. Ich hätte gerne they, them gehabt. Das Problem ist, sie, ihr, er, ihm, they, them. Euch wird vielleicht auffallen, dass das hier Englisch ist. Unglaublich. Und das Spiel dreht am Rad, wenn du sie da drauf lässt. Also da kommt dolles Zeug raus, sag ich mal. Ja, deshalb sie, ihr. Ich steuere ein schönes, hübsches Pilzmädel. Und wenn wir schon mal dabei sind, könnte ich auch gleich mal speichern. So. Alles klar. So, also. Jep. Was? Jep. Warte. Ach so. Ja, okay, dann muss ich das wohl nachholen. Also, die Oma da links hat gesagt, hier, weißt du Bescheid, oder? Was ich dir gerade erklärt habe. Und dann hat Peter gesagt, ja, warte. Nein. Nochmal? Ja, dann hör diesmal genau zu. Du, Peter. Mir, Peter. Du musst diesen Brief in deinem Rucksack zustellen. Also sie muss nicht den Brief in ihrem Rucksack zustellen, indem sie ihn einwirft in ihren Rucksack und dann ist er zugestellt, sondern sie muss ihren Rucksack aufziehen. In diesem Rucksack ist ein Brief und den muss sie zustellen. So ist das nämlich. Und zwar an jemand namens Greg. Und jetzt kommt gleich ein sehr schwieriger Satz. Liefere einen Brief an Greg. Sehr gut. Ich habe zum allerersten Mal, ich habe den Anfang so, ich habe ein bisschen reingespielt und habe da schon ein bisschen vergessen, Aufnahme zu drücken und habe den Satz 5-mal und 5-mal falsch gesagt, weil ich jedes Mal gesagt habe, liefere einen Brief an Greg oder so irgendwie, egal. Da es dein erster Arbeitstag ist und zu guter Erst, ja, richtig, ja. Du weißt sicher ein wenig, wie es ist, Mail Scout zu sein. Yes, Sir, Janet. Ich meine, gnädige Frau. In der Mail Academy bin ich Klassenbeste. Aber ich hab dich doch umgestellt, egal. Oder, naja, ich bin in den Top 10. Aber ich bin bereit zu lernen. Nun, aus Büchern zu lernen ist eine Sache. Und noch etwas, das man im wirklichen Leben lernen kann. Offizielles Mail Scout Handbuch, Seite 12. Der war gut, Janet. Teste mich nochmal. Scout, was haben wir zum Thema Unterbrechung gesagt? Es nicht zu tun? Ja, versuch es bitte. Bevor du bereit bist, deinen Brief an Greg auszuliefern, wir sollten einen Testlauf machen. Siehst du die Schildkröte da drüben? Ich möchte, dass du ihr diese Nachricht von mir gibst. Vielleicht bekommst du etwas Besonderes dafür. Falls du vergessen haben solltest, wie du Beine benutzt, du kannst den linken Stick verwenden, um herumzulaufen. Ei, Captain Chan. Jan? Chen? Gleich wieder da. So! Und damit können wir auch sehr hoch hüpfen, wie man sieht. Und wir können auch ein bisschen schweben, wie man sieht. Und wir können uns auch, pass auf, hinsetzen, wie man sieht. Und dieses Hinsetzen werde ich jetzt gleich nutzen, um nochmal nachzuchecken, ob die Pronomen noch stimmen. Scheinbar. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Spiel speichern. So. So. Also.
Wir müssen einen Brief zustellen an höchstwahrscheinlich diese Schildkröte da. Hi. Hi, bist du für ein Autogramm gekommen? Muss ich die Post unterschreiben lassen, bevor ich sie zustellen kann? Das habe ich im Handbuch gar nicht gelesen. Oh nein, 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 nein. Ich meinte, willst du mal ein Autogramm, weil ich berühmt bin? Oh, wofür? Bestimmt ein Influencer oder so. Ich bin ein Leichtathletikstar beim Training für mein nächstes Rennen. Sie nennen mich Speed Schälchen. Dein Name ist Schälchen. Dann ist dieser Brief für dich. Oh, Fanpost? In gewisser Weise? Dann lass mal sehen. Das ist ein gefälschter Brief. Tu einfach so, als ob du es lesen würdest. Das ist ihre erste Lieferung. Oh, verstehe. Ist das dein Vorgesetzter da drüben? Ja, das ist Janet. Sie ist meine Chefin. Oder etwas in der Richtung. Bin mir nicht sicher. Ja, in diesem Fall. Ich nehme diesen Brief an. Er wurde mir gemäß Mail-Scout-Protokoll zugestellt. Ich bin total begeistert von dem Service. 5 Sterne. Nein, warte. 4,5 Sterne. Warum 4,5? Du wolltest mein Autogramm nicht. Ups. Entschuldigung. Übrigens, weißt du zufällig, wo Greg steckt? Oh, dieser Name. Nicht aktuell. Mein Hirn ist im Sportmodus. Auch für das Training irrelevante Informationen kann derzeit nicht zugegriffen werden. Vielleicht weiß es Egbert? Er ist schlau. Der Eichhörnchenmann. Nicht zu verfehlen. Herumfragen ist der beste Weg, um hier Leute zu finden. Okay, danke für den Tipp. Tschüss, Schälchen. Peace, kleiner Scout. Aber sowas von Peace. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass der hier irgendwo sein muss, der Eichhörnchenmann. Das Pilz. Das ist eine Kanne. Volle Kanne vorbei. Oh, da ist was drin. Volle Kanne vorbeigehüpft, wollte ich gerade sagen. Oh, da ist ein Marienkäfer. Komm mal her. Hallo. Kann ich was machen mit dir, außer in dich reinlaufen? Irgendwas. Nee, das war's nicht. Keine Ahnung. Kann nichts machen. Okay, sorry. Ich hänge hier irgendwie fest. So. Nee, das da drüben ist ein Hase. Wir machten hier Bongo-Musik. So, irgendwo, ich muss Robert oder sowas finden. Irgendein Luzi, komm mal her. Ich schwebe mal zu dem Hasenmann darüber. Kann ich eigentlich unendlich schweben, ja? Halt so. Na, Hallöchen. Schneeglöckchen heißt die. Psst. Hallo? Was los? Du musst flüstern. Ich fürchte, Mom wird rausfinden, was passiert ist. Deine Mama? Ja, ihr Name ist Daisy. Sie ist nicht in der Nähe. Selbst mit großen Ohren würde sie dich nicht hören. Okay, wenn du es sagst. Also, ich habe ein kleines Problem. Ich liebe die Sterne. Die machen mich so aufgeregt. Wusstest du, dass die Sterne wirklich weit weg sind? Aber durch das Teleskop sind sie ganz nah. Ist das nicht cool? Klar, es ist, als ob Sterne direkt neben dir wären. Das hört sich aber nicht wirklich nach einem Problem an. Naja, ich habe mir durch das Teleskop die Sterne angesehen. Da war ein Meteor, den ich unbedingt sehen wollte. Oh, Meteoren sind wie fliegende Sterne. Hast du das gewusst? Nee, das ist schon cool. Also ich hab's gewusst. Bei meinem Versuch, den Meteor zu finden, habe ich das Teleskop etwas herumgeschwenkt. Ich habe es wohl ein bisschen zu weit herumgeschwenkt, bevor ich wusste, dass das Teleskop kaputt ist. Wie? Hä? Die hat es herumgeschwenkt, bevor sie wusste, dass das Teleskop kaputt ist. Und jetzt sind die Sterne wieder weit weg. Also sie hat es nicht kaputt gemacht. Sie hat nur nicht gewusst, dass es schon kaputt war. Oder wie? Kannst du mir helfen, das zu reparieren? Ja, kein Problem. Sieht aus, als ob die Linse kaputt ist. Es ist das dicke Stück Glas im Teleskop. Oh, ich weiß, welchen Teil du meinst. Brillengläser würden also funktionieren? Ja, könnte super funktionieren. Okay, also, ich habe hier welche gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Das war entweder bei
Kiki oder bei Donna? Keine Sorge, Schneeglöckchen, ich find's heraus. Danke, Peter. Und erzähl's bitte nicht Mama. Das wird mir nicht im Traum einfallen, Gedönsel. Jesus, ne. Die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Das ist ein Marienkäfer. Ein invertierter. Guck mal, der ist runtergefallen. Aua. Lass mich mal hier raus, hier. Okay, jetzt habe ich so richtig keine Ahnung, wo ich bin. Ich renne mal einfach da hinten entlang. Da steht ein Fahrrad. Das ist ein cooles Teil. So, aber wo bin ich hier? Und warum? Kann ich da drunter durchlaufen? Nee. Ich suche doch eigentlich irgendeinen Typ. Guck mal, da ist eine Schnecke. Ich frag mal die Schnecke. Tag. Hallo. Was tust du hier? Ah, hi. Ich liefere Post aus. Oh, das hört sich nach Spaß an. Oh, ich heiße Donna. Wie heißt du? Peter. Toll, dich kennenzulernen, Peter. Was liegt an, Scout? Ich bin mit dieser fetten Lieferung beschäftigt. Für jemanden namens Greg. Kennst du ihn? Ah, sorry, nein. Ich bin ziemlich neu in der Gegend. Kein Problem. Trotzdem danke. So, jetzt pass mal. Ah, da ist eine Brille. Brille gefunden. Wie eins. Gibt's da auch mehrere? Inventar. So, also. Ich habe eine Linse für Snowdrop. Ja, aber ein Brief da. Für Janet von Shelby. Für Snowdrop bringe die gesammelten Gegenstände zu Snowdrop. Aber ich soll einen Brief abliefern und hab gar keinen? Nun ja. So ist es halt. Geht's hier irgendwie weiter? Drüben sind Pilze. Junge, ist das hier ein Wurst? Ein Wurstewald. Ein Wurstewald? Keine Ahnung. Ah. Junge, also die Steuerung ist wirklich, also dadurch, dass man halt so ewig springt, so ewig hoch. Oh, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir wieder zurückgehen. Man springt hier halt wirklich ewig hoch, ist dann aber auch halt ewig in der Luft. So, ich renne mal darüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Das ist ein bisschen doof. Okay, ah, da ist das Hasentier. Okay, wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, von da oben, gell? Vielleicht wäre es mal nicht schlecht, wenn ich einfach den Weg weiter hochgehe. Weiß ja nicht. Und was genau macht der Marienkäfer da? Kann ich mit denen nicht interagieren? Warum kann ich mit Marienkäfer nicht reden? Was ist denn das da? Fingerhut. So, jetzt pass auf. Irgendwie kam ich doch... Ah ja. Oh, da hinten. Ja, ja, komm, jetzt machen wir erstmal hier. Du Schneeflöckchen, Glöckchen, Möckchen, oder wie sie hieß. So, bam. Hallöchen, Popöchen. Schau mal, Schneeglöckchen. Meinst du, dass diese Linse passt? Ja, sieht perfekt aus. Oh mein Gott, das Teleskop funktioniert wieder. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt schlafen gehen. Hä, warum? Ach so, weil es Tag ist. Ja, es ist Tag, was bedeutet, dass die Sterne schlafen. Wenn ich jetzt schlafe, bin ich später hellwach zusammen mit den Sternen. Oh, noch was. Hier ist eine Zeichnung von mir als Dankeschön. Ich hoffe, dass du es magst. Ey, Schneeglöckchen Zeichnung. Also gut, ich hoffe, dass du es magst. Ach, das ist so süß. Danke, Schneeglöckchen. Einfach mal im Stehen eingepennt, auch nicht schlecht. Ist im Stehen eingeschlafen. Talent, aber echt, hey. Schlaf gut, Schneeglöckchen. Die Sterne freuen sich schon auf ein Wiedersehen heute Abend. Yay. Glückwunsch, damit verdienst du dir Abzeichen gestempelt und signiert. Mit Liebe, Mail Scouts. Woohoo. So, aber jetzt sind wir irgendwie immer noch nicht wirklich weiter. Ich glaube, von da drüben komme ich, oder? Ja, komm her, ich gehe mal hier. Weiß nicht, kann ich hier vielleicht anklopfen oder so? Klopf, klopf. Keiner da. Da war ein Marienkäfer drin. Ich liebe es. So, dahin. Da könnte ich durchgehen. Ich folge einfach mal dem Weg. Was ist denn das? Bist du Kiki? Ach, das soll eine Katze sein. Mail Scout! Komm her! Du musst einen Brief für mich abschicken. Oh, was schickst du?
eine Unterlassung. An ein Kind, das sich mit mir angelegt hat. Das wirkt ein wenig übertrieben. Ich werde es nicht wissen lassen. Dieses Kind hat mich am helllichten Tag ausgeraubt. Ich war mit meiner Münzsammlung unterwegs. Die Tasche war offen. Ich habe die Münzen mal frische Luft schnappen lassen. Dann wurde ich von dem Ungezieferkind unterbrochen. Ich denke, der Name war Sida. Hey, Sida! Sie sah den Lichtschimmer und war fasziniert von meinen Münzen. Aber ich konnte nur so lange spazieren gehen, bevor ich zu meiner Arbeit zurück musste. Das Vermietergeschäft, verstehst du? Ja, wirklich saudaufwendig. Ja, wie auch immer. Ich muss sagen, einen jungen Münzliebhaber zu sehen, das war nett. Ist kein beliebtes Hobby hier in der Gegend. Ich habe Sida großzügigerweise angeboten, meine Münzen zu bewundern. Nur für eine Stunde. Und bringe sie sofort zurück. Also, Scout. Es sind jetzt 61 Minuten und meine Pfoten sind leer. Jetzt muss ich zu strengeren Maßnahmen greifen. Sonst wird dieses Kind auf mir herumtrampeln. Keiner legt sich mit Kiki an. Findest du das nicht unverhältnismäßig? Sida ist nur 1 Minute zu spät. Wenn du dafür bezahlt würdest, Fragen zu stellen, würde man dich nicht einen Fragescout nennen? Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine... Ja. Oh, aber du bist kein Fragenscout. Du bist ein Mail-Scout. Ich habe Post für Sida. Also warum flitzt du nicht los und lieferst es aus? Ja, prima. Schön, dass wir uns einig sind. Was ist denn das für eine gehässige Katze? Guck mal hier. Oh, Geld. Geld. Oh, ganz viel Geld. So, oh, das ist noch mehr Geld. Ein ganzes Dach voller Geld. Yeah. Was ist denn das da? Das ist ein Käsekuchen? Ah, ne, ein Gummiball. Hab ich doch gesagt. Okay, das ist aber nicht der Eckbert, oder wie er hieß. Ja, also, eigentlich soll ich rumfragen, wer Eckbert ist. Und stattdessen habe ich schon 10.000 Briefe, die ich austragen soll. Ist auch irgendwie seltsam. Naja, gut. Wie sieht's denn hier aus? Ah, da ist eine Gans. Na? Hayley. Hallo. Was tust du hier draußen? Ich liefere nur Post aus. Ja, klingt lustig. Was machst du da? Ich pass auf meine Rüben auf. Ich hoffe, beim diesjährigen Erntedankfest in der Kategorie Kleinste Rübe den Sieg einzufahren. Wow, die sind winzig. Danke. Was ist denn das? Abzeichen Eisbrecher. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Also Neues hab ich... Ach, da ist er. Da ist der Eckbert. Na, du alte Flanellhemdträger, alles klar. Seufzt, hat gar kein Flanellhemd. Man kann den Kids heutzutage nicht glauben. Oh, ich hab dich dort nicht gesehen. Du solltest dich nicht so an einen alten Mann heranschleichen, oder sag ich auch immer. Ich bin direkt vor dir. Vielleicht brauchst du eine Brille. Er hat doch eine Brille. Ah, vergiss es. Also, lass uns mal sehen. Wer ist das? Vielleicht brauche ich wirklich eine neue Brille. Entschuldige bitte. Wer bist du denn? Oh, keine Sorge, Sir. Ich bin neu in diesem Waldabschnitt. Ich bin Mail Scout und aus geschäftlichen Gründen hergekommen. Schön, dich kennenzulernen, Peter. Gleichfalls, Egbert. Lass dich nicht von mir, von deiner Arbeit abhalten. Okay, wir sehen uns. Es sei denn... Außer was? Es sei denn, du wärst bereit, einem alten Mann zu helfen. Es kommt drauf an. Wie eine kleine Nebenaufgabe? Betrachte es als Chance, Erfahrung zu sammeln. Nun, unsere Regel Nummer 1 ist, der Community zu helfen. Es könnte tatsächlich eigentlich auch Regel 38 sein. Irgendjemand... Was geht ab? Was geht ab? Situation? Ihr jungen Leute und euer Slang. Ich bin auch gerade verwirrt, ehrlich gesagt. Naja, mein Nachbar von oben geht mir auf die Nerven. Da scheint in der Natur der Nachbarn im Obergeschoss zu liegen. Sie reisen ihre Rockmusik zu den unmöglichsten Zeiten auf. So um 20 Uhr. Und der Lärm macht mich wahnsinnig. Ich würde da hochgehen und ihnen persönlich etwas Vernunft einreden. Aber meine Knie sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also, wenn du so nett wärst, könntest du ihnen dieses förmliche Beschwerdeschreiben geben? Sicher, Opa. Danke für den Ärger. Was?
Danke für den Ärger. Was ist denn los? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Übersetzung da etwas... Oh, das Wasser. Cool. Yes, ich kann auf dem Wasser fliegen. So, also ich muss da wohl höher gehen. Okay, wie komme ich da hin? Yes, nee, guck dir mal das an. Hä? Was geht denn hier ab? So. Hier ist nix. Da ist nix. Da ist ein Würfel. Würfel sind gut. Oh, da ist noch eine Hase. Eine Hase. Sieh da. Ja. Oh. Ich meine, es kommt drauf an. Wer bist du? Ich bin Peter. Der Mail Scout. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache. Im Training. Was hast du zuletzt gesagt? Nix. Leider habe ich einen nicht so schönen Brief für dich von Kiki. Oh, Crumbs. Was, Crumbs? Geht's noch? Kiki wird einen Hasenpfoten-Glücksbringer aus mir machen. Ich weiß es einfach. Warum? Ich bin mir sicher, wenn du ihm seine Münzsammlung zurückgibst, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ja, das ist doch genau das Ding. Ich habe alle Münzen verloren. Ich fange an, das Problem zu verstehen. Ich habe Kiki getroffen, als er hier vorbeigekommen ist. Sobald ich die Kollektion in die Pfoten kriege, ich bin ausgestiegen auf der Suche nach einem tollen Ort zum Bewundern. Hey, was hat das mit den Pfoten zu tun? Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir will. Aber mir war nicht bewusst, dass die Tasche noch offen war. Jetzt sind alle Münzen verloren gegangen und ich habe keinen blassen Schimmer, wo sie sein könnten. Kannst du mir bitte helfen? Ich bin besorgt, was Kiki tun wird, wenn ich ohne sie auftauche. Mach dir keine Sorgen, Hasi. Ich hol dir die Münzen zurück. Kannst du nicht einfach zu den Leuten Hasi sagen. Oh, vielen Dank. Die Sammlung umfasst 4 Münzen. Bitte komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Und vorher nicht. Sonst fresse ich dich. Oder so. Da, was ist denn das da? Wow, ich habe ein Holz gefunden im Wald. Ein Apfelholz. Sollte zum Schnitzen reichen. Ja, ich weiß nur nicht für wen. Ich habe jetzt schon wieder Sachen... 10.000 andere Sachen gefunden. Also ich muss doch eigentlich hier irgendwie hoch. Guck mal, da oben ist wer. Komme ich da hoch? Stimmt. Jedenfalls machen wir hier mein Pilztrampolin-Gedönse. Warte mal. Oh, warte. Da ist eine Münze. Bam. Münze gefunden. So, sehr schön. Also, hier die Schnur kenne ich. So, ja, okay. Ich weiß jetzt, wo ich bin. Nee, geh wieder zurück, Musik. Ja. So, jetzt pass auf. Plan. Ausführung. Da ist wer. Hi. Was willst du? Bin gerade etwas beschäftigt. Komm später wieder. Oh, bist du ein Stoffel, hey, echt jetzt. Da oben ist irgendwas. Da ist eine Münze. Haha. Münze gefunden. Abzeichen abenteuerlustig. Ja, cool. Also, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich muss hier irgendwie auch da oben hinkommen, ne? Ne? Ihr lieben Leute. Ja, komm. Rufende Wetter. Moment, ich kann Luftsprünge. Warte. So, also, das ist schon mal... das ist schon mal gut. Ich bin jetzt schon mal weiter oben. Gibt's Honig. Ach, da unten ist noch eine Münze. Aha, ich bin jetzt genau über Egbert. Moment, oh nee. Boah, ey, Plattforming. Oh, nee. Nein, nicht. Oh, bin ich doof. Jetzt pass auf. Ja, ich habe gedacht, ich kann da drüber hüpfen. Habe ich falsch gedacht. So, pass auf. So, die habe ich. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Achso. 1, 2, 3 Münzen habe ich. Drei verschiedene Münzen. So. So. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr so weit oben, wie ich mal war. Das ist schlecht. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Da ist die Gans. Die ist ganz zufrieden. Hoffe ich. So, was gibt's denn hier? Ah ja, da ist die Häsin. Das ist ein Würfel. Da kann ich gar nichts mitmachen. Ich muss da wieder hochkommen. Was war das da? Nix.
muss mal gucken hier, wo das, ich versuche mich gerade im Kreis zu drehen. Das ist gar nicht so leicht. Oder da ist eine Strickleiter. Mal von hier oben vielleicht eine Münze sehen? Nee. Aber ich glaube, an den Brunnen komme ich auch nicht ran. Nee. Erstmal. Oh, da drüben liegt Dynamit oder sowas. Das ist ja voll interessant. Okay, jetzt, wir sind ja jetzt nicht direkt falsch. Also. Ah ja, da drüben ist irgendwas. Das ist ein Kronkorken, das ist keine Münze, oder? Oder zählt das als Münze? Raubensprudel, Flaschenverschluss. Lila Flaschenverschluss ist sicherlich einzigartig, sonst nirgendwo zu finden. So. Ja, aber was ist denn? Da unten ist wer. Das ist ein Knochen. Okay. Guck mal hier. Oh, das ist ein Fledermaus. Hallo. Oh, schau, ein Mail-Scout. Und noch dazu ein so energiegeladenes Exemplar. Ey, will er mich jetzt essen oder was? Scout, wie lautet die Mail-Scout-Handbuchregel Nummer 72? Das ist einfach. Wenn der Absender die Zustellung der gesendeten Post nicht mehr wünscht, die Postsendung muss schnell mittels Verbrennen vernichtet werden. Wenn in dem Gebiet Feuer nicht erlaubt ist, kann auch auf dem Poststück herumgetrampelt werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, was weiß ich. Du wirkst überzeugend auf mich. Darf ich fragen, wofür du deine ganzen Körbe brauchst? Ich bin ein Pilzsammler. Oder naja, Erfahrung als Pilzsammler. Ich will es nicht haben, nur sehen und skizzieren. Probier mal. Und dann weiter. Isst du nur die essbaren? Alle Pilze sind essbar. Ist eine Frage der Einstellung. Hat einen Punkt. Ich glaube nicht, dass das so läuft. Aber du hast es immerhin geschafft, bis jetzt zu leben, schätze ich mal. Ich nehme nicht an, dass du einen spaßigen kleinen Nebenquest für mich hast. Einen Nebenquest für mich hast? Egal. Keine Nebenaufgabe, nein, sorry. Ach, Mist. Stattdessen habe ich eine Mission. Das funktioniert auf Englisch deutlich besser. Das ist eine Pilzmission. Oh mein Gott, ich war doch nie auf einer Mission. Was muss ich machen? Schau mich an, Peter. Habe ich was vergessen? Arme? Achso, die Antwort, die ich suchte, waren Proben von all den einzigartigen Pilzen der Gegend. Aber klar, du hast nicht Unrecht. Oh Mann, es tut mir so leid. Sei es nicht. Du hast mir nur gezeigt, dass deine Augen funktionieren. Auf jeden Fall ist dieses Gebiet, der Krummelwald, ideal für das Pilzwachstum. Und ich will sie alle ausprobieren. Aber beim Bestimmen bin ich nicht so gut wie beim Herunterschlingen. Hier kommst du ins Spiel. Mit deiner einzigartigen Fähigkeit, Post zu finden und zuzustellen, bist du die perfekte Besetzung für den Job. Macht mich das auch zum Mykologen, sobald du genug Pilze gesammelt hast? Schau einfach auf dem Schild neben mir nach Hinweisen. Von da an können wir weiterschauen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Okay. Bis gleich. Wo ist denn dein... Da ist ja wirklich ein Schild. Ich würde gerne das Brett anschauen. Nur zu. Violette Lacktrichterling. Der violette Lacktrichterling ist ein lilafarbener Pilz, der sumpfigen Boden mag. Den gibt es wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Okay. Achso, das ist der einzige, den ich hier habe. Was ist das? Ich möchte gerne meinen Hut austauschen. Natürlich. Findest du? Ich will eigentlich gar nicht meinen Hut austauschen. Nee, das ist schon in Ordnung, wie es ist. So. So, also ich brauche einen lila Lacktrichter oder sowas. Da drüben ist ein lila Lacktrichter, das sehe ich von hier. Der hat obendrauf eine Lacktrichter-Essenz. Abzeichen abheben. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist, was ich kriege. Ich kriege das halt einfach so. Komm mal her. Bist du eine Essenz? Ja. Wie? 0 mal 0. Ich habe doch gerade eins aufgenommen. Pilzprobe.
Der violette Lacktrichterling konnte mich nicht täuschen. Ich hab die Probe. Okay, schön für dich. So, wo ist denn der Fledermaus-Fuzzi? Da oben. So. Also, Goodie. Den haben wir, ne? Hier, Fledermaus-Fuzzi, komm mal her. Hey, Toff. Ich habe eine Pilzprobe für dich. Erstaunlich, du kannst es am Brett nebenan abhaken. Dann werde ich dir einen besonderen Hut zur Verfügung stellen. Okay. Dann haken wir das mal ab, ne? Ich würde gerne das Brett anschauen. Nur zu. Probe zustellen. Ja. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, alles klar. Gut. Und jetzt kriege ich einen lila Hut. Dann gucken wir mal. Natürlich. So. Zeig mir mal den lila... Den hatte ich doch vorhin schon, oder? Junge, ich komme nicht hin. Oh, Alter, die Steuerung ist Wahnsinn. So, Maus geht das besser. Oh, mon Dieu, schaue sich an ihr ran, meine schöne Hut. Nee, das sieht doof aus. So. Ja, sorry. Also, was haben wir denn? Oder liegt ja wirklich Dynamit? Da ist eine... Was ist du für eine fesche Ratte? Hey! Oh Gott, bin ich froh, jemanden zu sehen. Ich sehe dich, ja? Oder habe ich Halluzinationen? Du bist nicht... Irene hat mich davor gewarnt, das Schießpulver zu schnüffeln. Aber es riecht einfach so gut. Das kann ich. Ich schnüffel gern Benzin. Schießpulver? Ja, weißt du? Bumm! Du hast mich erschreckt. Keine Sorge, ich bin sehr erfahren mit Sachen, die Bumm machen. Mein Name ist Mumpf. Boomstick Mumpf. Sprengstoffexperte der elitärsten Gruppe von Ich meine, von der elitärsten Gruppe von Superfreunden hier im Grummelwald. Elitefreunde? Ja, keine weiteren Fragen. Du bist nicht zufällig Irene begegnet, oder? Doch, bin ich. Lang, wieselig. Warum? Keine Sorge, wenn du sie nicht entdeckt hättest. Sie ist eben doch sehr hinterhältig. Sie sollte zum Mithören im Dorf sein. Einem gewissen Kater Hi sagen. Aber egal. Könntest du Irene irgendwie diese geheimen Informationen übergeben? Sie hat mir gesagt, dass ich meinen Posten nicht verlassen soll. Einen Brief zustellen? Unerhört. Was? Ich meine, das werde ich machen. Oh, noch etwas. Unsere Spionagegruppe, ich meine Freundesgruppe, hat einen Geheimcode, den wir untereinander benutzen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten zu erkennen, mit wem man spricht? Sehen, hören, berühren, ablecken, riechen? Bitte zwing mich nicht weiterzumachen. Naja, unserer ist der beste Weg. This is the way. Wenn du mit jemandem in unserer Gang redest, du sagst, denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Okay, hab's. Und jetzt fliegt's los, plauder mit Irene. Okay, tschüss. Und denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Was wir auch noch nie gesehen haben, zumindest nicht in diesem Spiel, ist, wie ich abmoderiere. Und das geht ungefähr so. Tschüss, wir machen morgen weiter. Perfekte Abmoderation. Goldene Brücke, sage ich. Ach so, ja, wenn ihr wollt, hoppala, solltet ihr hier rumhauen. Könnt ihr noch ein bisschen dranbleiben, dann könnt ihr sehen, wie ich den Charaktereditor benutze und wie mir eine meiner Katzen auf dem Buckel rumkraxelt. Okay, danke. Tschö, morgen machen wir weiter. Da suchen wir alles. Ich bin sehr verwirrt von dem Spiel. Tschö. Guten Tag, ihr Leute. Wir spielen Mailtime und es startet mal gleich im Charaktereditor. Sehr schön. Also, ich brauche Pronomen. Was sind das? Also, sie, ihr, er, ihm. Also, wir steuern Figürlein. Ein Pilz. Mensch. Ding. Also, wer... Ja, ich finde das halt... Ich würde halt... Wieso ist denn das auf Englisch? Warum ist das auf Deutsch und das auf Englisch? Ich lasse es jetzt mal so hier. Was haben wir denn hier für 4 Frisuren? Zöpfe. Zöpfe? Okay, Zöpfe ist schon mal... Das ist schon mal lässig. Oh.
Oh. Kastenschnitt. Keine Ahnung, was das ist. Kann man auch machen, dass das sich nicht mehr dreht. Moment mal. So. Ich brauche hier, muss hier in Ruhe Frisur. Oh, guck mal hier. Das ist schön. Ja? Der sieht doch super aus. Die Augenfarbe mag ich am meisten. So. Haarfarbe. Was ist das schön, wenn du hier quasi einen analogen Slider hast, der aber digital ist. Also doch nur in Stufen. Ah, das ist schön für Leute wie mich. Ich hätte gern sowas wie blau. Na, das finde ich sieht gut aus. So Hautfarbe ist mir zu blass. Ich hätte es gerne. Ja. Oh. Ja. Okay, dann halt mit Katze. Das ist übrigens Kami. Kami sagt guten Tag. So. Ja. Ja, sorry, ich muss mich hier konzentrieren. Ich hätte. Sehe ich eben gerade, wie sind die Hände so komisch? Moment. Achso, jetzt hat. Ah, ja, okay. Wo waren wir denn? Da irgendwo. Ja, das ist mir zu dunkel. Was will der Kranken? Ja, was ist denn? Ich will. Ja, du. Ja. Komm. Ja, sorry. Sorry, ich könnte das jetzt nochmal neu aufnehmen, will ich aber nicht. Ich nehm so. Lass mal gucken. So finde ich das in Ordnung, genau. So. Outfitfarbe. Rot. Oh nee, das ist mal zu rot. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Okay, es wird grün. Grün oder gelb? Gelb passt halt gut zu dem Rot. Hey, ich finde. Wieso kann ich denn das nicht mit dem rechten Stick drehen? Das wäre so viel einfacher. Naja, egal. Grün oder gelb? Ja, erstmal weitermachen. Rucksack. Ich sehe eben erst die Schuhe. Guck mal. So, was haben wir denn hier? Ein Blätterrucksack. Oh, das sieht eigentlich gut aus. Was ist das? Komisches Schnallendingens. Oh, Blümchen. Eichelrucksack. Der ist mir zu bunt. Ich nehme das da. Und dann nehme ich aber das gelbe Outfit, damit wir ein bisschen Kontrast da reinkriegen. So. Rucksackfarbe. Achso, man kann den Rucksack auch noch einfärben. Zeig mal her. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt schon. Da müssen wir nicht weitermachen. Gleiter? Was ist denn Gleiter? Oh, Gleiter gibt es auch noch. Guti. So. Ein Herzchenbrief. Eins mit einem Siegel. Noch ein Siegelbrief. Achso, der ist verschnürt. Das ist ein Auslandsbrief. Das ist einfach nur eine Zeitung. Und Blümchen dran. Ich mag Blümchen. So. Kann man noch was machen? Nee. Ja, aber sind wir Junge oder Mädel? Weder noch. Okay, dann bleibt es einfach dabei. Ich finde das nur ein bisschen verwirrend, dass da they und them steht. Also auf Englisch. Wieso steht es da nicht auf Deutsch? Pech. Ach, ein Name. Name bräuchte ich auch noch. Schon heißt das dein Name. Gib mal her. Da muss ich Tastatur anstecken. So. 4. Nein, nicht 4. Sorry. Weiß nicht. Sag mal ein guter Name. Sag mal, wer ein guter Name? Peter? Peter. So. Also, mein Wesen heißt Peter. Weil das meine Freundin so bestimmt hat. Nicht unbedingt Peter, aber egal. Ist eigentlich ein recht guter Name. So. Gut. Hätten wir das. Dann kann es jetzt ja losgehen.